Manchmal gibt es sie doch, magische Erscheinungen, mitten in der dunklen Winterzeit. Hier am alten Fischhof in Tirschenreuth zieht etwas alle Blicke auf sich und soll der Seele gut tun. Guck mal, das ist Schmuck. Schaut besonders aus. Die sind viel zu schade zum Essen, weil sie kleine Kunstwerke sind. Wir haben Lebkuchenpralinen, gebrannte Mandeln mit Himbeer, Vanille, Kaffee mit Sesam, weiße Schokolade mit Erdbeer, Karamell mit Salz und gebrannte Mandeln mit weißer Schokoladecreme. Schokolade tut gut für die Seele. Mach einfach das Leben besser. Und so macht Patricia Destro-Gruppengießer mit großer Leidenschaft Pralinen in ihrer kleinen Manufaktur in Falkenberg. Duftet schon, ne? Zutaten für eine ganz neue Sorte. Einfach ein bisschen Zucker. Zuerst die gebrannten Mandeln. Dann, ich mag immer für gebrannte Mandeln ein bisschen Zimt. Dann lege ich den ganzen raus. Ich mag gebrannte Mandeln nach Weihnachten. Und dann der Clou. Und unser neuer Geschmack mit Himbeer. Das funktioniert. Das war immer eine Leidenschaft eigentlich, seit ich ganz klein bin eigentlich. Mit meinen beiden Omas Kuchen gebacken, wir haben Plätzchen zusammen gebacken. Ich war immer sehr gerne bei meinen Omas und wollte immer backen und essen und kochen. Ja. Und experimentieren. Gebrannte Mandeln mit Himbeeren. Im Mixer soll jetzt daraus eine cremige Pralinenfüllung werden. Schmeckt nach Himbeer. Gebrannte Mandeln und Himbeer. Passt. Bin ich happy. Geboren ist Patricia Destro-Gruppengießer in Curitiba, einer Millionenstadt in Brasilien. Dort will sie eigentlich Karriere als Lebensmitteltechnikerin machen. Aber dann kommt alles ganz anders und sie landet in der Oberpfalz. Wegen meinem Mann. Wegen der Liebe. Wegen der Liebe, genau. Also wir haben uns im Auslandssemester kennengelernt, in Amerika. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Dann haben wir geheiratet. Wir haben entschieden, okay, wir lieben uns zu sehr, um getrennt zu sein. Und ja. Ja, also ich wollte immer in einer Schokoladefabrik arbeiten. Da in der Stadt, wo ich wohne, gibt es eine von den größten Schokoladefabriken aus Südamerika. Und eigentlich war mein Ziel, da zu arbeiten. Aber jetzt arbeite ich meine Pralinen selber. In liebevoller Handarbeit im 950 Seelendorf Falkenberg. Unterstützt wird sie dabei auch von ihren Schwiegereltern. In Zukunft will Patricia hier im Ort ein Café eröffnen, direkt unter der Burg am Marktplatz. An den ehemaligen Tante-Emma-Laden mit Eisdiele erinnert sich Schwiegervater Wolfgang Gruppengießer gern zurück. Am Sonntag immer frisches Eis und dann habe ich mich immer hingesetzt und habe das Eis geschleckt und Falkenberg genossen. Ich möchte auch immer gerne hier, habe ich immer vermisst, so ein Kaffee, ein cooler Kaffee, zu sitzen, mit Freunden kommen und Eis essen. Kommt vielleicht eine schöne Vitrine. Für die Theke. Dort hinten stand die Eismaschine in der Ecke. Jahrelang wurde der Laden nicht genutzt. Jetzt will Patricia ihn wiederbeleben. Aus der Küche der Blick auf die Burg. Und hinten heraus gibt es sogar auch noch einen kleinen Terrassengarten. Ein wunderschöner Blick zum Burg im Sommer hier. Boah. Ein paar Tisch herstellen, Zeugel trinken, Eis essen. Und Pralinen auf jeden Fall. Pralineneis vielleicht. Ja, das wird toll. Schöner Garten hier. Das ist eigentlich ein Traum. Ein Traum. Bis es soweit ist, fertigt sie in ihrer Pralinenwerkstatt am Rand von Falkenberg. Okay, jetzt wird temperiert. Das ist fast wie eine Therapie für mich. Therapie? Ja. Wenn ich hier bin in meiner Küche, dann habe ich Zeit zu denken, zu singen. Das ist schön. Und wenn ich hier mit Schokolade arbeite, das ist so ruhig.
Das bringt so viel Frieden. Temperieren, also das kontrollierte Aufwärmen und Abkühlen mit viel Bewegung, ist entscheidend für den schönen Glanz und das feine Knacken der Schokolade. Es sind echt ganz kleine, aber viele Schritte, die wichtig, super wichtig sind. Wenn die Formel schmutzig ist mit ein bisschen Fett oder mit ein bisschen Wasser, dann geht die Praline nicht raus. Oder es wird grau oder es wird nicht gut. Also man muss wirklich alle Schritte achten. Das ist das Geheimnis des Pralinenmachens. Präzision und sehr viel Zeit. Und dann schließe ich mit weißer Schokolade und dann ist fertig. Noch kurz kühl stellen und nach 20 Minuten zeigt sich, ob sie alles richtig gemacht hat. Der Moment der Wahrheit. Schauen wir. 1, 2. Gelungen. Die Pralinen mit weißer Schokolade, gebrannten Mandeln und Himbeeren. Beim Herrichten auf dem Weihnachtsmarkt in Tirschenreuth ist auch ihr Mann Philipp dabei und ihr gemeinsamer Sohn Eduardo, 2 Jahre alt. Ja. Und teilst du ihre Leidenschaft, Philipp? Beim Probieren schon, ja. Beim Machen bin ich nicht so begabt. Das ist Wahnsinn, was sie da macht. Teilweise sehen sie aus wie Planeten oder wie Galaxien, also das ist toll. Beim letzten Weihnachtsmarkt haben die Leute gefragt, ob man das wirklich essen kann. Ich habe eher gedacht, dass es irgendwie so, ja, wie so Edelsteine sind. Das sind selbstgemachte Pralinen aus Falkenberg. Kaffee mit Sesam. Und die Neukreation gebrannte Mandel mit Himbeeren? Sehr lecker. Danke. Und? Auch gut? Super. Oh, schau mal, wie schön. Schmeckt mega. Wenn ich Praline mache und sehe, dass die Menschen glücklich sind, das bedeutet Freude für mich. Macht mich glücklich. Das ist schön. Und ja, sie zaubern wirklich ein Lächeln ins Gesicht. Was gibt es Schöneres?